Ey, oh mein Gott, ich kann keine Videos machen. Wieso jetzt? Fach hat, wenn ich die ganze Zeit nichts gemacht habe, ist nichts gewesen, aber jetzt auf einmal. Liebe Damen und Herren, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie im Titel schon lesen, werden wir heute meine Zahnspange nochmal anschauen, weil morgen am 24.09. kommt meine Zahnspange zum Teil raus. Ich weiss nicht ganz, ob sie komplett rauskommt, aber ich denke, komm, wir machen doch trotzdem noch einen Vergleich, weil es euch eventuell könnte interessieren. Also ich habe jetzt meine Zahnspange bald ein Jahr drin. Also im Oktober habe ich sie dann ein Jahr drin, aber wenn ich sie jetzt schon rausbekomme. Also so sehen meine Zähne jetzt aus. Man sieht, dass die Blättchen ein bisschen gelblich sind vom Essen so her. Genau, so sehen sie aus. I like it. Ja, mal schauen, wie sie morgen aussehen, wenn ich sie draussen habe. Was dann ist schon extrem interessant. Und ja, das werden wir trotzdem noch in diesem Video erfahren. Genau. Es ist jetzt 2012 und ja, ich muss dann langsam mal ins Bett. Ich sage auch, ja, man sieht sich dann morgen. Also sind es doch ein paar Tage wo ich meine Zahnspange nicht gezeigt habe. Aber jetzt habe ich auch so austesten, wie es so ist, mit der zu essen, zu reden und so. Wie es sich so anfühlt. Lasst euch einfach nicht stören vom Geräusch dran. Bei uns wird gerade eben die Küche neu gemacht. Also so sieht das aus. Und dann habe ich die ganze Spange wegbekommen. Oben habe ich ja noch einen Teil. Und zwar für 4. Ich muss sagen, es sieht sehr schön aus, wenn man so den Vergleich anschaut von den Zähnen ganz am Anfang mit der Spange. Und ich muss sagen, es fühlt sich schon ein bisschen komisch an, wenn man halt jetzt nur da vorne noch so 4 hat, die noch Zahnspangen hat. Und die anderen sind einfach frei. Das Blöde ist bei dem Draht hier, also der, dass ich mit dem ab und zu meine, also der Innen halt aufkratzen tue, wenn ich da irgendwie sehr viel rede oder so. Aber sonst ist das eigentlich wirklich cool so. Wo sie mir die Zahnspangen so weggenommen haben, hat es schon recht weh gehabt, weil sie sind noch mit einer Schliffmaschine, will ich jetzt mal sagen, sind sie halt dran gegangen. Und eben das, wo ja die Teile ja am Zahn heben, haben sie müssen wegschliffen. Und das hat halt recht weh gehabt. Fühlt sich halt schon komisch an. Am ersten Tag, als ich meine Zähne geputzt habe, hat es extrem weh gehabt, weil sie so empfindlich sind. Aber jetzt geht es eigentlich. Ich habe ja grundsätzlich eine elektrische Zahnbürste, aber jetzt habe ich halt eine normale Zahnbürste genommen, einfach, dass ich ein bisschen mehr Kontrolle habe, wie fest ich möchte sie putzen und so weiter. Und generell einfach das alles. Aber sonst mag ich meine Zähne recht, wie sie jetzt so sind. Es wird nochmal ein Video dann kommen, wenn ich dann die Zahnspange in 4 Wochen dann komplett rausbekomme. Also seid gespannt drauf, wie ich dann komplett ohne Zahnspange aussehen werde. Folgt mir gerne auf meinen sozialen Medien, da bin ich recht aktiv. Vor allem auf TikTok bin ich sehr aktiv, weil ich da langsam Reichweite bekomme. Insta wächst es halt wegen TikTok, weil viele von TikTok gehen auf mein Instagram. Und bei YouTube, ich weiss, ich mache extrem selten Videos, aber das ist auch wirklich nur daran, dass ich sehr den Stress habe in der Schule. Weil ihr wisst ja, ich mache ja eine KV-Ausbildung und eine KV-Ausbildung ist sehr, sehr anstrengend. Vor allem, wenn man das E-Profil macht. Ja, habe ich halt nicht wirklich Zeit für das. Dann habe ich noch Tanzen und so weiter. Aber ich will probieren, dass ich mehr Videos mache. Sagen wir, hören sich dann beim nächsten Video oder beim nächsten Vlog. Ciao!